Bonjour, merci, dass da Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstellen. Frankreich kriegt am zweiten Semester des Jahres, also von Juli bis Dezember, Präsidentschaft von der Europäischen Union. Weil Frankreich das einzige Land ist, dem sein Staatschef und die Sommen von der Staatsregierungschef von der EU teilhält, aber weil der Präsident Sarkozy als Wienas, sind sie zu Paris ganz emsig, für das Präsidents vorzubereiten. Für das Europaparlament ist es natürlich interessant, am Vorfeld von dieser Präsidentschaft herauszufinden, was die Ambitionen an den verschiedenen Dossiers sind, die französische Präsidentschaft zu trätieren kriegt, aber was für eine zusätzliche Initiativen sie neben diesen Dossiers holen werden. Als Member von der Kommission Ökonomik und Monetär vom Europäischen Parlament habe ich den 26. und 27. Juni unter Visit von einer Delegation von dieser Kommission zu Paris teilgenommen, wo 10 Deputierten aus 4 politischen Fraktionen sich informiert haben, was mit der ehrgeizigen französischen Präsidenz auf uns zukommt. Gerade an dieser Kommission sind an den nächsten Monaten eine Reihe von wichtigen Berichten, auch auf denen wir im Fond schon lange schaffen, aufzustimmen. Sie interessieren Lützeburg ganz stark, als sind unter anderem für als Finanzplatz lebenswichtig. Sie sind zum Teil schrecklich technisch. An high schwierig zu explizieren, müssen die für jederin, ob man es eine halbe Stunde, aber das tun ich ja mehr nicht tun. Für die Insider von der Finanzplatz will ich ja versuchen, dass es den Iranern Solvency II geht, das betrifft Assuranzen, an die Überwachung und Regulierung vom Finanz- und Assurancensektor, besonders nur dem, was man nur der amerikanischen Subprime-Krise und Turbulenzen am Banken- und Finanzsektor erlebt haben, an nachher Leben, wird seit Monaten heftig diskutiert, wieso es zu dieser Krise kommen konnte, wie schuldig es, ob sie hätte verhindert gehen durch eine bessere Regulation, ein Rating, besonders an den USA, wie das so an diesem Jargon heißt. Schließlich geht es auch um ein Dossier, das für als Finanzplatz lebenswichtig ist, da das Justiz 4, das heißt eine Reform von der Direktive über die Investmentfonds, wo wir ja eine Weltleader sind. Gerade an dem Dossier, wo ich der Rapporteur von der Fraktion von der Europäischen Volkspartei sind, gibt es dicken Streit zwischen Frankreich und anderen europäischen Ländern einerseits, an Irland, an Lützeburg andererseits. Ich habe dann in diesen Diskussionen zu Paris klar gemacht, was für uns nicht erfragt bei der Reform von denen OPCVM, wie es auf Französisch heißt, und das für die Insider der Management-Passport. Es soll kein mich beneiden, dass ich 2 Tage zu Paris ziehen, weil nächsten Tag, als der Mehrdauer, umgegangen 2. Mal war, mit einem Déjeuner de Bar, mit den Patronatsorganisationen MEDEF, wo ich auch das Problem über die nicht deklariert Erbicht, also Zwergerbicht, ausschneiden konnte, und da haben wir doch Probleme. Und ich habe gefragt, wen die Erbicht legalisieren kann. Wir haben ja zu Lützeburg für Hauspersonal einen guten Aussatz. Ich bin noch der Rapporteur von diesem Dossier an der Frauenkommission am Europäischen Parlament. Wir wollen eigentlich ein Pilotprojekt für die Schwarzarbeit, für alle Beteiligten. Also wir wollen so ein Pilotprojekt für die Schwarzarbeit, für alle Beteiligten, also der Patron, an den sie möchten, uninteressant zu machen. Da war auch zu Lützeburg ein interessantes Projekt ausgeschafft gehen, unter anderem von der christlichen Gewerkschaft an Schmengen, dass wir ein gutes Modell, ich kann dann so darauf hinweisen. Es ging aber auch zu Paris indirekt Steuern, Mehrwertsteuer an Accisen, wo ich auch Rapporteur bin. Den Dossier von den Accisen habe ich auch bei einem Messen am Finanzministerium zu Bercy mit der Ministerin Christine Lagarde ugeschwart, die man auch verstanden hat, dass es nicht übrig ist, dass die Mindestsätze bei Accisen und Benzin am Diesel zu erhöhen.
Wir hatten noch nie Pause, wie gesagt, von morgens bis abends, bis Seele Gespräche am Élysée, am Außenministerium, Quai d'Orsay, mit dem Europaminister Jean-Pierre Jouyet, mit der Banque de France, wo man mit dem Gouverneur Christian Noyer zur Not gehen, ich sitze nebendhin, und wir haben auch eine andere, die bossische Situation angeschaut, die wir zu Lützeburg zwischen der Zentralbank und der Bankenkontrolle CSSF haben, was kein Mensch da draußen versteht. An denen mehr politische Gespräche am Außenministerium, am Élysée und am Finanzministerium waren interessant zu hören, was der französische Präsident a Punkt der Europagruppe schwirft, wo ja zur Zeit Eisen Premier, der Präsident von der Finanzministerin am Europagruppe ist, dass sie 15 Länder den Euro haben. Sie mengen zu Paris, den Europagruppe muss mehr visibel gehen, besser organisiert gehen. Es muss beim Ministerrat das Sekretariat von der Eurozone geschaffen gehen. Es spukte sogar an der Käber am Élysée noch Quai d'Orsay. Es soll ein Sommet von den Staats- und Regierungschefen über die Zukunft vom Eurogruppe organisiert gehen. Das ist klar wie Bullets Zopf, dass der Präsident Sarkozy direkt mitmischen will, was der Jolo nicht kann, weil nicht Finanzminister ist. An ein paar Bayern für das interessante Gespräch zu Paris vorzubereiten, also immer froh abgetaucht, wie dann dem Herr Juncker sein Nachfolger als Präsident vom Eurogruppe soll gehen, ob schon sein Mandat nach lange doof gelaufen ist. Das ist alles höchst interessant, und Spekulationen, die sind brisant. Gute Triatschung vom zukünftigen Präsident von der EU, da will jeder das Referendum vom 12. Juni an Irland aufwerten. Wenn die nicht gingen sollen, da geht das ja sowieso nicht, den 1. Januar 2009. Darüber hinaus sind auch am Europaparlament verschiedene Kräfte Weg, für zu verhindern, dass der Lissabonner Vertrag den 1. Januar in Kraft treten soll, auch wenn alle 27 Länder ratifiziert hätten, weil sie gern hätten, pardon, mal gut nicht so abwegig fanden, dass die ganze Postenverteilung an einem Tag nur den Europawahlen soll geregelt gehen. Dabei soll dann noch, was der Posten vom Präsident von der EU, vom Kommissionspräsident, vom Außenminister, den so darf heschen, mit dem noch Vizepräsident von der Kommission geht, die Verteilung soll auch nur im Resultat von den Europawahlen gemacht gehen, da soll da noch geguckt gehen, es soll aber auch Rücksicht geholt gehen, darauf, dass aus dem Norden, aus dem Süden, aus den neuen, aus den nahen Ländern Posten kriegen. Das geht nachschön. Zu Lützeburg, als vom 24. Mai bis 1. Juni Freiros Foire Kirchbirch, das Europaparlament hat da Stand, für die Leute zu informieren. Ich habe mir Zeit geholt, für auf dem Stand präsent zu sein, um die Leute Rede und Antwort zu stehen. Das war so freilich, steht's nicht. Ich will aber die Beste, die mir da passiert, dass ich nicht vierentale. Ein portugiesischer Mitbürger hat mich auf Französisch gefragt, wenn ich dann endlich die Doppelnationalität käme. Ich habe mich bemüht, ihm zu erklären, dass sie ja als Unionsbürger eigentlich zu Lützeburg dieselbe Rechte wie die Lützeburger hat. Ich kann sogar bei den Gemengen, bei den Europawahlen wählen gehen und sich wie alle losen, wenn das nicht interessiert. Deputiert oder Minister kann nicht gehen. Ich habe ihn aber da gefragt, wir warten da gern die Doppelnationalität hat. Herr Stanford, pour aller travailler à la commune. Mit dieser Spruch hat er natürlich nicht Hut. Mir hier will sich am Sektor Publik integrieren, weil dort Paien mir hoch sind und die Arbeitsplätze mir sicher. Ich will ihm das nicht verdenken. Es mischt mich und hoffentlich noch ein paar andere, die dann nicht erwarten können, Zehntausenden Ausländer zu Lützeburg als Nationalität regelrecht nutzwerfen, vielleicht aber ein bisschen bedenklich stimmen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt und bis die nächste Woche.